Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal. Ja, das wird so ein bisschen eher ein Infovideo werden, auch so ein bisschen FC Bayern Talk, so ein kleiner Ausblick, wie es die kommenden Wochen hier weitergeht. Bevor wir reingehen, erstmal ein Dank. Wir sind jetzt schon 5 Mitglieder. Die Mara, Christian Loch, GB, Daniel Stadler und Chicho. Vielen lieben Dank, dass ihr hier Mitglied seid und mich ein bisschen unterstützt. Vielen lieben Dank dafür. Ansonsten, ja, durch die Unterstützung habe ich mir jetzt auch den Luxus gegönnt und gebe 10 Euro im Monat aus, um das Ganze auch als Podcast auf den gängigen Plattformen zu bringen, weil da die ein oder anderen Nachfragen für da waren, dass die Leute das dann lieber irgendwie, was weiß ich, bei Amazon oder bei Spotify sich reinziehen wollen. Was ich sehr gut nachvollziehen kann, ich höre auch relativ regelmäßig Podcasts. Und von daher habe ich das jetzt einfach mal gemacht. Das werde ich laufen lassen bis zum Ende der Hinrunde der kommenden Saison. Dann werde ich mal gucken, inwieweit da Interesse da ist und werde dann entscheiden, ob das so weiterläuft oder nicht. Kann ich mir aber schon ganz gut vorstellen. Und das Schöne ist, für die 10 Euro, die ich da zahle, kann ich auch noch einen zweiten oder einen dritten Podcast machen, wer weiß. Mal schauen, was so die Zukunft bringt. Gut, also wie gesagt, ihr findet, wenn ihr nach Red Munich sucht, auf den gängigen Plattformen das Ganze jetzt auch als Podcast. Da muss ich aber gleich ein paar Einschränkungen machen, weil natürlich werde ich die Talks machen, wenn ich irgendwie über den FC Bayern rede oder auch nach dem Spiel, meine Beurteilung werde ich da direkt als Podcast machen. Taktikfuchs ist relativ schwierig als Podcast zu machen, weil da so die Visualisierung fehlt von der Aufstellung her. Müsste ich dann mal ausprobieren. Ich habe jetzt heute den Taktikfuchs aufgenommen. Ja, da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht, so Richtung Podcast, dann hätte ich auch nochmal alle einzelnen Spieler vorlesen können, sollen, müssen. Dann hätte ich das vielleicht auch als Podcast noch raushauen können. So ist ein bisschen schwierig, von daher werde ich mir das schenken. Werde ich mir dann aber zur neuen Saison angewöhnen. Und es wird natürlich dann auch irgendwie nochmal eine kleine andere Ansprache geben, zusätzlich jetzt in den Videos dann so auf Podcast bezogen, werdet ihr dann schon merken. Ansonsten Pressekonferenzen muss ich mich wirklich erst schlau machen, weil gerade bei Apple ist es so, dass ich das auswählen muss, ob ich dann die Rechte daran habe. Ich habe auf YouTube keinerlei Probleme. Ich weiß nicht, ob der FC Bayern da gerne irgendwelche Rechte hat. Da muss ich mich mal schlau machen, muss ich mal gucken, ob ich da irgendwas rausfinde oder ob das okay ist. Dann würde ich auch das als Podcast machen. Zumindest dann, wenn ich auch wirklich was dazu beizusteuern habe. Ne? Wenn ich mir jetzt die Pressekonferenz angucke und habe da irgendwie 3 Minuten Sprechzeit, weil irgendwie nicht wirklich was passiert oder sowas, dann muss ich das nicht als Podcast bringen. Das ist Schwachsinn. Aber so wie jetzt die vorletzte oder auch jetzt auch diese, wo es aus 20 Minuten 45 geworden sind, ja, wäre das schon eine Möglichkeit. Aber ich werde diese Pressekonferenz werde ich mir auch schenken. Bei der letzten waren es irgendwie 6 Minuten Pressekonferenz und dann habe ich 46 gelabert. Das ist okay, ja. Jetzt ist so halbe. Wie gesagt, ich kenne die Rechtslage da leider nicht. Da werde ich mal eine Mail schreiben und hoffen, dass ich eine Antwort bekomme, ob das okay wäre, wenn ich das so machen würde. Aber da muss ich dann auch erst auf Antwort warten, von unserem Verein. Beziehungsweise von denen, der das auf YouTube betreut dann halt. Ja, das ist zu dem Thema Podcast, aber ansonsten, wie gesagt, wenn ich so einen normalen Talk mache, was in der Sommerpause natürlich der eine oder andere kommen wird und natürlich auch meine Talks zu den Spielen, meine Bewertungen dazu, das werde ich dann, nachdem es auf YouTube hochgeladen ist, dann auch auf der Podcast-Plattform hochladen. Das kann manchmal ein bisschen dauern, bis das veröffentlicht wird. Das habe ich nicht selber in der Hand. Es wird also auf YouTube immer wahrscheinlich noch ein bisschen eher da sein. Und auf YouTube Musik, vielleicht da nochmal der Hinweis, da gibt's jede Folge als Podcast, weil YouTube das anbietet einfach, ja, also sucht, wenn es euch darum geht, nur das irgendwie im Auto zu hören oder sowas, ich weiß, wenn ihr das über YouTube macht, ihr macht das Handy zu, habt ihr Bluetooth am Auto dran, dann wird sich weiter abgespielt, das ist bei YouTube Musik natürlich anders und da könnt ihr dann auch die Pressekonferenzen hören, ja, ist gar kein Problem. Wie gesagt, YouTube Musik nach Red Munich suchen, findet ihr auch dort. Gut, das mal zu dem Thema. Ja, ansonsten, wie wir jetzt weitergehen jetzt hier, wir sind ja jetzt Samstag zum Glück mehr oder weniger der letzte Spieltag und
Das heißt, die letzte Analyse ähm, zu irgendeinem Spiel und meine letzte Meinung. Aber wie ihr alle wisst, wird unser Sommer definitiv nicht langweilig werden. Es wird mit Sicherheit, oder was heißt mit Sicherheit, es wird auf jeden Fall meine Bewertung dann noch kommen, ja, was ich jedes Jahr gemacht habe zur Saison, wo ich dann auch die Spieler auf die ganze Saison hin beurteile, was dieses Mal nicht ganz so leicht werden wird, weil die letzten Eindrücke doch schon alle komplett schlecht waren. Da muss ich echt gucken, dass ich objektiv bin. Da werde ich natürlich auf Statistiken eingehen und so weiter und so fort. Und dann werde ich da eine Bewertung abgeben. Ja, grob geschätzt wird das ein sehr langes Video, oder ich überlege, ob ich das vielleicht irgendwie splitte. Ich sage so einmal Defensive, einmal Offensive. Ich glaube, das wird vielleicht besser. Muss ich gucken, wie lang das Ganze wird. Weiß ich noch nicht. Das wird auf jeden Fall kommen. Das wird auch sehr wahrscheinlich dann jetzt nach dem letzten Spieltag, dann vielleicht Montag ist noch Feiertag, dass ich das Montag mache, wenn ich Ruhe habe. Kann ich mir schon vorstellen, dass das dann auch relativ zeitnah kommen wird. Ansonsten, wir werden den Sommer über, zumindest wenn man das hört, was man, oder wenn man einen Teil glauben kann, was man hört, werden wir genug Gesprächsthemen haben. Der Dressen ist jetzt im Gespräch für einen Olli. Wie gesagt, ich bleib dabei, dass ein Olli gehen wird. Ja, auch dazu wird es dann ein Video geben, wo ich das mal versuche, ein bisschen einzuordnen und so weiter. Bin sehr gespannt, was mit dem Brazzo passiert. Da gibt's ja auch einige Namen, die da in der Verlosung sind, angefangen beim Jochen Sauer. Aber auch da dann irgendwie, wenn wir da irgendwas final haben, werde ich auch dazu Video machen. Ich denke, es wird einiges passieren. Man munkelt ja auch im Rummenigge, Blasülz, weiß man alles nicht. Es ist immer viel Geschriebe, viel Gemache. Meine Flasche halt hier. Dasselbe ja mit Neuzugängen. Da ist ja Declan Rice ist ja schon fix. Ja, wenn man das alles so glauben darf, was man liest. Hätte ich persönlich jetzt nichts dagegen. Ja. Sehr interessanter Spieler, sehr junger Spieler, der viele Jahre bei uns sein könnte und genau der Spielertyp, den wir brauchen, auf jeden Fall auch auf dieser Posi. Stürmermäßig ist ja einiges in der Verlosung. Da bin ich auch mal gespannt, auch von Man City, aber dass das irgendwie klappt, dass Pep den abgibt, weiß ich nicht. Ich frage mich allerdings auch, warum der seinen Vertrag verlängert hat, wenn es wirklich auch ein Mittelstürmer nur ist. Bin ich jetzt noch nicht so drin in dem Thema, weil, dass er irgendwie im Haaland vorbeikommt, sei denn die planen, den Haaland irgendwie spätestens nächstes Jahr nach Madrid abzugeben oder was. Keine Ahnung, was da vielleicht für Absprachen stattgefunden haben, I don't know. Ansonsten stürmermäßig gibt's mehr als genug zur Auswahl, ja. Und da muss man sich nicht nur auf einen Kolomuani versteifen oder sowas. Also, ist auch die Frage, sucht man einen richtigen Mittelstürmer, den man halt auch wieder hoch anspielen kann, der den Ball hält, der den Ball verteilt und so weiter, oder sucht man eher so einen Kolomuani-Typen halt, den wir meines Erachtens nach halt auch irgendwo schon mit dem Tell haben. Nur der Tell hat halt nicht die Möglichkeit, sich diese Saison zu zeigen oder zu entwickeln. Leider Gottes. Wird alles sehr spannend werden. Unseren Nachwuchsstürmer aus der Regionalligamannschaft, der da 20 plus Hütten gemacht hat und Tore vorbereitet, der Vertrag läuft aus, ist weg. Sehr wahrscheinlich Richtung Hannover oder Hamburg oder sowas irgendwie. Auch sehr schade. Generell so Jugendabteilung sehr schade. Jetzt ist angeblich noch Sandro Wagner im Gespräch für irgendeine Jugendabteilung. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Na, der ist so erfolgreich gewesen in Unterhaching, da wird er jetzt nicht in irgendeine Jugendabteilung beim FC Bayern gehen wollen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Der seinen Weg geht eher in Richtung Bundesliga-Trainer wie irgendwas anderes. Habe ich so was heißt die Befürchtung? Ich gönn's ihm. Ich konnte ihn als Spieler nicht wirklich gut leiden. Als Experte ist er einer der wenigen, der mir sehr gut gefallen hat bei The Zone, weil er einfach auch kein Blatt vor den Mund genommen hat. Ja. Und trotzdem man gemerkt hat, dass er Ahnung hat. Ja. Also sehr, sehr erfrischend im Gegensatz zu den allen anderen Experten, die da immer irgendwie ein bisschen rumeiern. Es gibt natürlich auch so Mario Basler-mäßig, der dann nur rausballert auf irgendwelchen Halbwahrheiten, sag ich mal. Das ist halt so das andere Extrem. Sandro Wagner könnte ich mir schon sehr gut vorstellen in einer Funktion auch bei uns im Club.
Nicht nur im Jugendbereich, ja, schwierig, wird man sehen. Aber dass man irgendwie mal aus dem Jugendbereich auch mal irgendwie die Chance hätte, dann später mal auf irgendeine Cheftrainerposition oder sowas, ist halt auch super schwierig. Es ist ähnlich wie mit den jungen Spielern bei uns. Hat man damals bei Mehmet Scholl gesehen, hat man auch beim Hoeneß gesehen, die alle wirklich super Arbeit gemacht haben in Jugend oder in der zweiten Mannschaft. Und ja, und dann trotzdem nicht mal irgendwie Co-Trainer oder sonst was irgendwie hochgezogen. Alles ein bisschen schwierig bei uns, was das anbetrifft. Auch da hört man ja viel, dass da viel geändert werden soll, was das anbelangt. Auch da bin ich sehr gespannt. Aber das bringt natürlich alles nichts, wenn man in Zukunft auch nicht die Eier haben wird, die etablierten Spieler mal rauszunehmen und die jungen Wilden, sag ich mal, dann auch mal reinzuschmeißen. Ne? Ja, jetzt wurde wieder argumentiert auf der Pressekonferenz, ja, und ja, nur noch ein Spiel, keine Zeit, irgendwas auszuprobieren, keine Zeit, irgendwas zu verändern, Blasels, dummes Gelaber. Ja, keine Ahnung, aber da gehe ich jetzt hier nicht wieder drauf ein. Gut, was ich damit sagen möchte, wir werden genug Themen haben den Sommer über. Ja, wir haben noch die Jahreshauptversammlung, da bin ich auch sehr gespannt drauf, wie es da mit dem Sponsoring weitergeht, diese Katar-Geschichte. Es gibt das Sponsoring-Angebot, dass Cristiano Ronaldo finanziert wird und dann bei uns spielen soll. Generell ist da eine Zusammenarbeit mit demjenigen oder derjenigen strebt eine Zusammenarbeit mit dem FC Bayern an. Also es ist ja nicht so, dass wir keine anderen Sponsoren finden würden, wie Qatar Airways und so weiter und so fort. Aber das ist natürlich dann auch nochmal ein extra Thema. Und wie gesagt, ich denke, wir werden genug Themen auch in der Sommerpause haben. Und von daher macht euch keine Sorgen, es wird auch hier in der Sommerpause, vielleicht nicht wöchentlich, aber mit Sicherheit alle 2 Wochen dann irgendwie mal ein bisschen was zusammengefasst werden zum FC Bayern. Hängt halt davon ab, was so unter der Woche los ist. Wenn natürlich viel spekuliert wird und so weiter, ja, dann werde ich einmal die Woche zum Wochenende hin dann halt so das zusammenfassen, was ich so aufgeschnappt habe und werde da ein bisschen meine Meinung zu sagen. Dann wird es wöchentlich auch ein Video geben in der Sommerpause, aber wenn halt gar nichts los ist, was ich mir nicht vorstellen kann, weil wir aktuell wirklich genug Themen haben, aber vielleicht lasse ich mir sonst noch ein bisschen anderes Konzept einfallen in der Sommerpause. Mal schauen. Vielleicht einfach mal ein bisschen Rückblick. So vielleicht mal eine Mannschaftsbewertung von den 2013ern oder sowas. Mal schauen. Da könnt ihr mir sehr gerne auch Anregungen in die Kommentare schreiben, wenn ihr da irgendwelche Ideen habt. Haut sie gerne raus. Ansonsten war ja noch das Thema, warum streame ich nicht einfach mal? Oder warum streame ich nicht die Bayern-Spiele? Das ist relativ einfach erstmal. Erstmal ist es natürlich eine Copyright-Sache. Also zeigen könnte ich die Spiele eh nicht. Ich weiß nicht, wie es mit dem Ton ist. Ob das auch schon reicht, dass es eine Copyright-Sache wird, muss ich mich auch mal schlau machen. Könnte ich mir sonst durchaus mal vorstellen zur neuen Saison. Ja, I don't know, weiß ich nicht. Muss ich mir, wie gesagt, Gedanken zu machen, dass ich aber mal mich nicht nur hier hinsetze nach dem Spiel und einen Talk aufnehme, sondern dann einen Stream anmache. Ja, das fühle ich schon. Ja, weil dann einfach werde ich so die ersten 20 Minuten meine Ansicht darunter beten, ja, und danach dann auf den Chat eingehen. Klar, warum nicht? Ist ja immer ein bisschen was anderes, wenn man direktes Feedback kriegt, als wie anders. Und wenn da ein paar Leute Interesse dran haben, wenn ich da sitze und das irgendwie für 10 Leute mache, brauche ich mir die Arbeit nicht machen, sag ich jetzt. Hört sich doof an, ja, aber was heißt Arbeit? Aber die Zeit nehmen halt einfach, ja. Ich bin halt ein Mensch, der hat wenig Zeit, weil mein großes Hobby noch Zocken nebenbei ist. Und meine Zeit ist eigentlich nur am Wochenende. Und wenn ich mich dann da hinsetze und schon irgendwie, ihr kennt's ja, bei mir eskaliert das schon mal mit 30, 40 Minuten nach so einem Spiel. Wenn ich dann noch 2 Stunden im Stream bin und da 2 Stunden mit euch diskutiere, ja, da müssen natürlich auch ein paar Leute Interesse dran haben. Dann mache ich das sehr gerne, warum nicht? Und vielleicht
ja, ergibt sich dann in Zukunft da noch irgendwas raus. Muss man mal abwarten. Aber das kann ich mir sehr gut vorstellen zur neuen Saison. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen, mal in der Sommerpause zu machen, ja. Einfach um mal so ein bisschen warm zu werden, schon mal mit dem einen oder anderen, warum nicht? Kann man einfach mal einen Stream anwerfen, einfach mal ein bisschen dummes Zeug über unseren Verein reden, ja, und vielleicht mal ein bisschen spekulieren, was so passiert und was nicht passiert und so weiter. Das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen. Aber wenn ich das machen sollte, wird es immer so sein, dass es auch in Videoform dann noch auf YouTube ist, ja. Was ich mir halt auch eventuell vorstellen könnte, wäre, dass ich halt trotzdem das Video aufnehme nach dem Spiel und dann den Stream anwerfe. Ja, dass ich dann sage, ich mache das als Premiere, das heißt, dann gucke ich das mit euch zusammen und danach gehen wir dann in den Livestream über, wo wir dann nochmal über die Sachen diskutieren können. Weil so ist dann auch ein Video da, was sich jeder angucken kann, was ich dann auch für den Podcast nutzen kann, ja, was ich dann nochmal runterlade oder separat aufnehme, das wird man sehen. Und dass dann dieser Diskussionsteil ein bisschen extra ist. Ne? Da muss ich mal gucken, wie sich das alles so technisch umsetzen lässt auf YouTube. Das ist ja immer ein bisschen schwieriger wie bei Twitch. Aber ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen für die neue Saison. Habe ich damals schon mal gemacht. Da habe ich jeden Sonntag dann einen Bayern Talk gemacht und zu dem Spiel was gesagt. Habe ich so ein bisschen das Problem gehabt, dass vieles dann so ein bisschen verblasst ist. Ja. So, wenn ich direkt nach dem Spiel so oder 30 Minuten nach dem Spiel an meinen Rechner gehe und da einen Talk aufnehme, ist noch alles frisch im alten Gehirn. Ja, dann ist es was anderes, als wenn ich erst eine Nacht penne und dann habe ich nicht mehr so jede Szene im Kopf und kann das halt nicht mehr ganz so gut beurteilen. Klar hat man immer noch so die wichtigsten Sachen im Kopf, aber deswegen aber da habe ich dann zum Beispiel auch so gemacht, dass ich samstags den Talk aufgenommen habe, den rausgehauen habe auf YouTube und dann habe ich sonntags FC Bayern Stream gemacht auf Twitch, habe das Video abgespielt und danach, nachdem wir uns das Video angeguckt haben, haben wir dann noch ein bisschen diskutiert. Allerdings war da dann nicht so die Resonanz da, weil da hatte ich einfach auch noch nicht so viele Abonnenten wie jetzt, ja. Ich weiß gar nicht, wie viel ich da hatte. Vielleicht 100, 200 oder sowas. Und auf YouTube bin ich halt ein Gaming-Streamer, ja. Kein Just Chatting oder sonst was. Deswegen war das nicht wirklich erfolgreich und nicht wirklich, ja, habe ich dann ein paar Wochen gemacht, dann habe ich es eingelassen. Aber das könnte ich mir zum Beispiel auch vorstellen, dass man das so macht vielleicht, dass ich samstags dieses Video aufnehme und dann sonntags morgens so zum Frühstück, Frühschoppen, ihr kennt das, setzt man sich hin, macht einen Stream an, würde ich dann aber natürlich hier auf dem Kanal machen, da will ich jetzt nicht extra auf Twitch gehen oder sowas, das ist Schwachsinn. Und dann könnte man, entweder sagt man guckt sich das Video nochmal zusammen an, oder man geht gleich rein. Ne? Und erzählt man mal ein bisschen. Ja, wie gesagt, da brauche ich mal ein bisschen Feedback von euch. Da habt ihr jetzt die Chance zu hier, wenn hier ein paar sagen, yo, geil, hätte ich Bock drauf, so im Stream, dass man ein bisschen besser interagieren kann. Da kann ich halt mehr auf Kommentare eingehen. Da könnte ich mir auch in Zukunft oder in weiter Zukunft vorstellen, dass man sagt, ja, man holt auch mal den einen oder anderen im Discord dazu. Ja, dass man einfach mal ein bisschen diskutiert. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Allerdings wird das dann irgendwie nur, weiß ich noch nicht, wie ich das dann irgendwie mache. Ob ich das über Kanalmitgliedschaft mache, jetzt nicht darum, was man sagt, dass die Leute, die Mitglied sind, irgendwie 2,99 zahlen oder sowas, sondern eher darum, ja, dass ich weiß, dass das nicht irgendwelche Leute sind, die dann da reinkommen und irgendwie Beleidigungen, rechtsradikalen Scheiß oder sonst was von sich geben. Ist halt ein bisschen scheiße, wenn man live ist. Ja, das ist dann eher kontraproduktiv für meinen Stream, weil YouTube ist da rigoros, dann wird der einfach abgestellt. Von daher muss ich da ein bisschen dann gucken, wie ich das mache. Ansonsten natürlich die andere Sache, so ein Mensch wie Gerhard Berger oder Gerard, der ist von Tag 1 hier, den kenne ich auch, der kommentiert jedes Video, den kenne ich, da hätte ich keine Sorge, den irgendwie in Discord zu holen. Also wenn ich da dann Leute habe, die länger hier sind, die ich immer wieder lese in den Kommentaren, dann habe ich auch kein Problem, denen zu sagen, komm mal in den Discord, wenn ihr da Bock drauf habt. Aber natürlich nicht irgendeinen, den ich noch nie gelesen habe, den ich gar nicht kenne, ja.
werde ich das nicht tun, weil das Risiko einfach viel zu hoch ist, dass das irgendeine Birne ist. Aber das nur mal so in weite Zukunft geblickt, kann ich mir sehr gut vorstellen, so eine Formate auch zu machen, ja, dass man irgendwie so ein Talk-Format macht, wo man sagt, jo, 2, 3 Leute, die man nacheinander vielleicht holt oder sowas, oder wenn man vielleicht auch irgendein Thema mal aufgreift, worüber man diskutieren möchte, dass man dann vielleicht sich Leute sucht, die unterschiedliche Meinungen dazu haben. Könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, sowas. Ja, wirklich konkret ist da jetzt nichts. Wie gesagt, es ist jetzt erstmal hier so ein Ideenvideo von mir und was ich mir so vorstellen kann für die neue Saison. Natürlich wird's bei uns jetzt nicht so turbulent weitergehen, ja. Also klar habe ich jetzt einen super Hype gehabt, durch die schlechte Zeit unseres Vereins, was für mich jetzt kurioserweise irgendwie gut ist, sich aber nicht gut anfühlt. Das sage ich euch ganz ehrlich. Ja, ich weiß, dass YouTube-Algorithmus ein Arschloch ist. Das weiß ich nicht nur durch den Kanal, das weiß ich auch durch meine Gaming-Kanäle, wo man bei bestimmten Spielen besseren Inhalt macht, wie irgendwelche anderen Würste, nicht abwertend gemeint, wo der Content eine Ecke schlechter ist und die haben halt Tausende von Abonnenten und Zuschauern. Das ist halt auf YouTube einfach so. Ja, auch guckt euch die Fußballgeschichten an, was da manche Leute haben zwischen 40.000 und 250.000 Aufrufe auf irgendein Bayern-Thema. Ja, und dann wird da nur rumgeeiert. Ja, also sind Sachen, die ich nicht verstehen kann, aber so ist das halt einfach auf YouTube. Und nochmal, ich bin auch nicht der Typ, der irgendwie, keine Ahnung, jetzt sagt hier, Facebook, Bayern Forum, sonst was hier, das ist mein Kanal, müsst ihr unbedingt reingucken, Blasülz. Das ist nicht meine Art. Ja, ich mache das hier, keine Ahnung, um ja, ein paar Leuten ein bisschen Freude zu machen, ein paar Leute ein bisschen aufzuregen, keine Frage, um das für mich einfach auch alles so ein bisschen zu verarbeiten. Und hab da Spaß dran. Und am Ende des Tages, ja, ob das jetzt 100 Leute angucken oder 10.000 Leute, ist jetzt nichts, worüber ich mir da Gedanken mache. Wäre vielleicht im Livestream ein bisschen anders, wenn auf einmal 1.000 Leute da wären, keine Ahnung, kann ich schlecht beurteilen, kann so sein. Aber bei so einem Video jetzt, wo ich mich hinsetze und einfach drauf losquatsche, ist klar, freue ich mich darüber, super sogar, ja. Auch über die Kanalmitgliedschaften freue ich mich super. Aber ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sich da hinstellt und sagt, ja, hier, ihr könnt jetzt hier Kanalmitglied werden, könnt ihr mich unterstützen und ja, ich mache einen Spendenstream, dann kann ich mir das neue Bayern-Trikot kaufen, kann ich mir sonst nicht leisten oder so eine Scheiße. Nee, das bin ich nicht. Ne? Das ist nicht, was ich bin. Das wird hier nicht passieren. Klar, es gibt alle Optionen, die sind alle eingeschaltet. Wenn irgendjemand irgendwie mich unterstützen möchte, lässt er den Werbeclip vorm Video laufen, überspringt den nicht und ansonsten überspringt man das oder macht einen Werbeblocker an, dann sieht man gar keine Werbung auf YouTube und alles ist gut. Soll jeder so machen, wie er möchte, wie er kann, wie er Lust hat. Wie gesagt, das ist nicht die Intention. Das wollte ich einfach auch nur noch mal sagen und ja, ansonsten bin ich gerade, was den Kanal betrifft, happy, keine Frage. Der boomt, auch wenn es natürlich im Gegensatz zu anderen Bayern-Kanälen hier noch relativ klein ist oder sehr klein ist. Aber wie gesagt, ich habe das Ganze hier gemacht ohne irgendeine Intention. Ja, meine Intention war jetzt nicht zu sagen, keine Ahnung, ich muss jetzt so und so viele Abonnenten haben oder sonst was irgendwie. Nee, das war nie die Intention, dass es jetzt gekommen ist, so durch unsere schlechte Phase. Ja, habe ich ja gerade schon gesagt, ist für mich ein bisschen weird, weil klar freut es mich für den Kanal, natürlich ärgert es mich für unsere Mannschaft. Aber meine Art und Weise hat sich nichts geändert. Ja, ihr könnt gerne mal ein Jahr zurückgucken, wenn wir da schlecht gespielt haben, was leider nicht so oft war. Ja, aber dann könnt ihr gerne mal meine Art und Weise vergleichen, da ist halt nichts anderes dran. Ja. Und ansonsten habe ich sonst auch schon immer das Haar in der Suppe gesucht und mich schon immer über Kimmich aufgeregt, über seine Ecken und über den Gnabry, der einfach lustlos da rumrennt. Selbst wenn wir 5-0 gewonnen haben und die Leute schlecht waren, habe ich das genauso kommuniziert. Und daran wird sich auch nichts ändern. Ne? Also ich lese auch öfters so in den Kommentaren, ja, bleib so wie du bist. Ich weiß nicht, ob die Leute irgendwie Angst haben. Kurz was trinken. Und ich habe heute mal ein bisschen älteres Trikot rausgekramt, ne? Ob die Leute irgendwie Angst haben, dass man sich jetzt verändert oder sowas. Nee. Ja.
Und wenn hier 50.000 Abonnenten wären und übertrieben gesagt 200.000 hier ein Video von mir angucken würden, weil es gerade noch beschissener läuft bei uns, ja, würde ich mich nicht ändern. Alter, ich bin 47 Jahre. Ich bin keine 15. Ich bin kein Fähnchen im Wind, das war ich noch nie, das war ich auch nicht mit 15. Ja, deswegen diskutiere ich auch bei manchen Sachen gar nicht rum oder lese mir dann oder steige auf alle Diskussionen in den Kommentaren ein oder sowas. Das spare ich mir dann auch teilweise. Das ist halt meine Meinung, das haben wir auch schon vorher mal rumdiskutiert. Das ist meine Meinung. Ich bin nicht irgendwie, der sich auf die Fahne schreibt, ich bin hier Mr. FC Bayern, bin super unparteiisch oder sehe alles irgendwie, keine Ahnung, als neutraler oder nee, bin ich nicht. Ich bin heißblütiger FC Bayern-Fan, mich triggern die Sachen, wenn Spieler keine Leistung bringen. Ja, das liegt natürlich noch mal ein bisschen daran, dass ich aus dem Pott komme. Da ist halt einfach so eine Arbeitermentalität da. Das ist, dann triggert das alles noch mal ein bisschen mehr. Und so weiter und so fort. Aber ey, da muss keiner irgendwelche Sorgen haben, dass bei mir irgendwas anders wird. Ja, also, Leute, da müsst ihr keine Sorgen haben. Genauso wie diese Sachen so, ja, und nicht, dass du dann nur irgendwie was machst wegen Klicks oder so. Nee. Natürlich achte ich da drauf, wo gerade der Hype da ist, wie bei dem Brazzo-Video, dass dann Thumbnail ist, was ein bisschen Klicks zieht. Keine Fragen, ja. Aber ihr werdet nie sehen, dass ich hier irgendeinen Content mache oder irgendeine Meinung äußere, nur um irgendwelche Klicks zu generieren oder sowas. Das bin nicht ich. Das war ich nie. Deswegen sind meine YouTube-Kanäle auch alles nur kleine Kanäle und nicht irgendwelche hochgepushten sonst was Kanäle. Ja, wie gesagt, die Leute, die mich feiern, die sind hier. Die Leute, die mich nicht feiern, die sind nicht hier. Und genauso muss es sein und so ist es gut. Und ich fühle mich wohl damit. Ich hoffe, ihr auch. Aber wie gesagt, haut mir gerne eure Ideen, euer Feedback rein zu Streams. Warum nicht? Wie gesagt, ich habe kein Problem damit, ein bisschen live zu quatschen und dann auch live auf den Chat drauf einzugehen. Ist immer ein bisschen auch angenehmer, wie sich da hinzusetzen und 200 Kommentare zu beantworten. Oder beziehungsweise zu beantworten geht gar nicht. Ich kann nicht alle 200 Kommentare beantworten, aber ich lese auf jeden Fall jeden einzelnen Kommentar. Ja, na, wie gesagt, lasst mir euer Feedback da. Dann kann ich das ein bisschen einschätzen und dann kann ich das ein bisschen abschätzen, ob sich das lohnen wird. Und dann werde ich das natürlich auch tun, wenn da Interesse da ist. Gut, Leute, das war's. Rot-weiße Grüße gehen raus. Bleibt gesund, ist wie immer das Wichtigste. Und ja, dann sehen uns sehr wahrscheinlich Samstagabend. Ja, zu dem leider harten Gang, den Dortmundern zur Meisterschaft zu gratulieren. In diesem Sinne,